Marius, ik begrüße jullie in de naam van zijn Herrn Jezus Christus. Wir sind sehr passende kleine Leid, was wir singen dann zu der Anleitung. Dankeschön für das Leidwählen. Ich brauche dich alle Zeit. Und ich glaube, da wollen wir vielleicht alle mal einen Tausch tun, dass wir brauchen uns Gott, uns Herr, zu alle Tiden. Besonders für mich, mir ist das immer abfallend und wichtig, wenn ich die Botschaft soll verbringen. Und mich persönlich, ich habe immer Trouble mit mir nicht zu verloren, meine eine Kraft zu verloren. Und da muss ich immer ganz tausch tun, mir ganz Gott handgeben. Und ich brauche dich alle Zeit. Und ich da. Und was ich glaube, was Gott mir auf Herzen gelegt hat, von zu reden, ist mit Römer 12, Vers 9. In der Überschrift, du boven in das Neue Testament, sagt das sagt dort Leben in der Gemeinde. Und ich dachte, das wird ein passender Thema, was ich mir wohl wählen für die Botschaft von der Samarias. Das Leben in der Gemeinde. Und ich will hauptsächlich bloß an der eine Vers, was ich der Botschaft will von reden. Und ich will da 3 Punkte nehmen, aus dieser eine Vers. Da sage ich, ihr soll nicht heucheln, wenn die den Nächsten gut sind. Also, wenn wir den Nächsten leben tun. Und habt einen Aufschub für dort, was schlecht ist. Und halt fast, was gut ist. Also, das sind 3 Dinge, wo ich will hauptsächlich von reden. Erstens, eine andere Übersetzung, da steht mit einfach, dass ihr Leben soll nicht heuchlerisch sein. Nicht heucheln, wenn wir leben tun. Wenn wir in der Bibel angucken tun, Jesus hat viel zu sagen von Heuchlerien, was er davon holen wird. Das ist sehr am Stich, ein heuchlerisches Leben haben. Und hier in Römer 12, Vers 9, da redet von Leib. Wir sollen nicht heuchlerisch leben. Und was ist recht eine Heuchlerie? Heuchlerie, das sind Lees. Lees, was wir sozusagen sein von uns selbst. Wir proben uns, was zu meinen, das soll von Büten so loten, wie sind wir, und innerlich sind wir ganz anders. Das ist eine Heuchlerie und das sind Lees. Das ist der erste Punkt, wo ich von reden. Und wir haben viele Beispiele, gute Beispiele, die wir können nehmen von der Bibel. Ich dachte an Johannes Kapitel 12, von der Geschichte von wo Jesus jetzt gekreuzigt wurde. Statt Jesus, der als er gekreuzigt wurde, hat er eine Tod mit seinen Freunden. Er wird sehr guter Freund geworden mit Martha und Maria und Lazarus. Lazarus, den er vom Tod abwarten hat, in Stadt 3 dit. Und Jesus, der hat ein Verhältnis mit diesem besonders. Wir können hier, als Lazarus abwarten von seinem Tod, als er gestorben wird, dann werden Martha und Maria hier sich sagen, wir einfach mit Schlamm über Jesus. Sie rohren und hielten, dass ihr Bruder gestorben wird, und sie sagen, wenn du wirst ja euer warst, dann würde es nicht passiert sein, dann würde er nicht haben gestorben. Und sie rohren da, und er sagt, dass Jesus, der hielt mit. Er wusste, dass er am würde abwarten vom Tod, aber da hat er bewiesen, dass er Mitleid hat mit ihm, dass er zu Schlag ging, und ging das Schlag über ihr Bruder Lazarus, dass er gestorben wird. Dann sagt er hielt mit ihm mit. Also er weiß, dass er hat Mitleiden. Er kann mitfeilen mit ihm. Also er hat ein besonderes Verhältnis mit dieser Familie. Und dann sagt er, just als er gekreuzigt wurde in die Weg, dann wird er tot mit dieser Martha, Maria und Lazarus. Und dann sagt er, wir möchten eine Multitude reiten, wir möchten einen Ovenkast reiten für Jesus. Wir wollen ihm da bedeuten. Und das ist eine gute Zeit, wenn er mit guten Freunden Kontakt eine Multitude haben, und das, was hier passieren wird. Und sagt Maria, die bedeuten ihm, die möchte eine Multitude reiten, Martha. Und Maria, die hat ein sehr recket, sagt Olch, was sie hat. Und sie hat einen Punkt von dieser Olch, was sie aufgemerkt hat, und Gott Jesus da befreit. Und das wird eine Salbolch, sozusagen, was sie einzig wohl zu der Zeit brauchen, den haben wir Rafnis von sie, die Todesstand ansalben
met zo'n olie staat er weer. Zo'n rekje, zo'n dieren olie. Dat is wat Martha de Brutten deed en goud Jezus daar op een feit. Ik had het heel verdraaid. Maria goud aan daar op een feit en Martha deed wat bedien deed. Maar jedenfalls dat we een gouden tijd wat ze daar hadden een tijd van je gemeenschap en als zij das dieren olie had allemaal op een fout gegooid en dan weet Judas daar en zegt dat einer van zijn Jünger, ich weiß nicht, wieviel von den Jüngern waren dann gewast zu dieser Zeit, aber einer von denen sagt, dass besonders wie Judas Iskariot, der was verraten hat, Luther, der wird da und er wird abfallen, er wird wichtig, dass sie wird so eine Tiere all utgeiten, ob Jesus seine Feit abgeiten. Das wird ihm nicht ein Down, dass er das sagt, dass das passieren wird. Und er sagt, das wird lieber haben können, dass er gegeben worden. Warum verkauft ihr das nicht lieber und geben das der Hier kehrt zu hören, als wenn er ein Bedürfnis hat für die Arme. Er hat ein besonderes Leib für die Arme. Er hat viel mehr mit dir. Und das wird aber was er gesagt wird, warum er das sein wird. Der Schrift sagt, dass er wird ein Stehler, erstens. Judas wird ein Stehler und er wird ein Heuchler. Er wird heucheln mit was er sieht, was ihn verlangen wird, was er wird die Leichte tun mit dieser Tiere, was er vergoten wird. Aber Jesus wird jeden, er soll er nicht abholen, das zu tun. Das heißt, die Arme, die wir wieder auch manchen haben, aber mir wollen wir hier nicht länger haben. Also, er soll er Tag loten mit das. Also hier, das ist hier ein guter Beispiel, wo Judas wir. Er hat sich von wer wird, was er zu tun wird an den Armen, aber in der Wirklichkeit wird er was zu tun an sich selbst. Er wird was angestellt wird, der Torsch, der Geldtorsch mitzudrehen, wenn sie eins für Menschen begehen, die das fehlen, Judas, der wieder in Charge dürfen, haben die Arme dann halten mit Geld. Aber dann sagt er, dass er nun von der Torsch Geld rührt für sich selbst. Und hier dachte er so, wenn sie das haben können verkaufen, haben sie das können verkauft worden für 300 Silbergroschen. Das ist eine große Summe Geld, was er hat können verkauft worden. So hier wird er begierig und doch an sich selbst. Ich habe viel Geld können verbringen von das dort passiert wäre. Und das ist ein guter Beispiel, was das ist, wird zu sein, was wir wirklich nicht sehen. Wir brauchen nicht mehr unsere Talenten. Ich sehen wir, und wirklich innerlich wird er ganz anders. Und das soll sein, dass Jesus hat viel zu sein. In der Schrift liebe viel von was er holen wird von so einem Menschen ist das. Von Heuchlerien. Er sieht viel von was er holen wird von der Schriftgelehrten und Pharisäer, was sie für Heuchler wären. Jesus nannte die Heuchler. Er sieht in Matthäus 23, Vers 7, zumindest eine Vers, und es sagt noch viel mehr, aber das eine Vers sagt er, welche Jünger, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, die sind so aus ungewitte Gräber, von Bütenstrom oder von Bahn voll Todesknirkes. In jeder Ort Areinigkeit, also die wären Arein. Annerlich sei Arein, das Todesknirkes. Von Büten nach das Schmack, die proben, die eins zu abzustellen, sie kommen eins zu einer Städte, wo viele Menschen wären, sie kommen so ran, sie wollen sein sein, um der höchste Städten, was da zu haben wären, da proben sie sich Tag zu holen und sich zu sein von Menschen, dass sie irgendwo loben und preisen. Sie wollen angesehen sein von Menschen, was mit entwirren. Aber Jesus sagt, sie wären Heuchler, von denen wären sie ganz arm. Ganz voll Anreinigkeit. Und auch so reden sogar einzelne Tiden in gleichen sie wieder Gossen zu stehen. Aber auch wieder Gossen zu stehen und zu beten mit langen Gebeten, lange Wiederbraten sein, wenn die Menschen da vorbeigehen, dann sollen sie sagen, oh, was kennt man da? Dort sind wirklich heilige Menschen, gute Menschen. Die sind in der Hand ihr Lohn durch all, die kriegen. Das ist alles, was sie von Lohn kriegen. Wie Gott meint das nicht, weil Gott, der weiß gerade, was in der Hort ist. Die wissen, was ihre Anstellung wäre. Heißt es, wir ein Heuchler. Das wir ein bisschen Heuchlerie. Und Gott sein Verlangen ist, dass wir leben sollen, und aber aufrichtig leben. Leibwesen zu den Nächsten in einem wahrhaftigen Leib. Nicht ein heuchlerischer Leib. Wir haben vielleicht alle mal so ein Begehen, wie leben eine Person, die haft, die leicht ein, die läuft arm. Aber einmal wollen wir durch Tandieren, wo wir an, das sind bis alles leer ist, haft sich was zu tun. Das ist um sich selbst zu tun.
Vielleicht bloß um zu sein, dass er eins von die Richtlinien, dass er da einen Nutzen von hat. In Galater 4, Vers 15 oder 4, Vers 14 sagt, dass du sollst deine Nächsten gerade so viel leben als die selbst. Hat er all gemerkt, ich habe vorhin gesagt, das ist falsch hier. Ich denke, vorhin man das sagen, dass du sollst die Nächsten so leben als die selbst. Das sage ich nicht, dass du sollst die leben, nach den Nächsten auch leben. Das redet immer von den Nächsten, so leben als die selbst. Wofür Leben habe ich für uns selbst? Wir reden schon Podcast 3 ein bisschen von denen. In einer Teil Märte sagt, er hat von einem gehört, der kann sich selbst nicht leiden. Der kann sich so schlecht leiden, er verkehlt sich sogar ein Mal. Überdacht, dann reden wir wieder, dann kommen wir doch bei und sagen, wenn er mich hungern da, dann sagt er sich, was am Eten. Oder wenn er kalt wird, dann denkt er wohl dran und sagt sich, wo sie wenig wieder, sie können wenig unterhalten, dass es nicht so kalt wird. Und das ist dann doch so viel, dass er läuft sich selbst so viel, dass er will probieren, sich warm zu holen und dass er nicht sehr hungrig ist. Und das ist so wie alle. Wenn er sich hungrig hat, dann wird wir bald, wo die Schop sind, wo das Eten werden ist, dann nehmen wir uns was zum Eten. Oder wenn wir krank sind, wenn wir uns schlecht fühlen, dann sehen wir bald nicht mehr ziehen, dass wir können annehmen, dass wir uns besser fühlen. Weil wenn wir den Nächsten so dort leben, das ist wahre Leben, das ist nicht häusliche Leben. Wenn uns Nachbar, uns Nächster, wenn der hungrig ist, den wird jemand zu eten. Oder wenn der kalt ist, der hat nicht kleidieren, sich untertragen, dann wird jemand sich untertragen, dass der kann warm sein. Oder wenn der krank sind, der wird jemand zu halten, wenn der krank sind. Wenn wir nicht was haben, da anbeiden, zu beten mit ihnen, oder wo immer wieder kann uthalten, und zu wissen, dass wir leben ihnen. So eine Leben soll wir leben. Und weil so eine Leben steht, ich habe auch einmal gesagt, Leben ist nicht ein Ding, was der Versals kommt. Als da, wo Jesus uns geschrieben hat, dass das, was wir sollen tun. Das ist ein Ding, was wir mal in uns eine Entscheidung machen, dort zu tun. Wir machen uns wählen, den Nächsten zu leben. Eine Entscheidung machen, den zu leben, dann kicken, was wir für uns selbst tun, gleich das soll für den Nächsten tun. So eine Leben haben für den Nächsten. Und das ist wahrhaft ihr Leben. Wahre Leben ist den Nächsten proben, Gott zu tun. Immer sehen sein, was kann ich für den Nächsten tun, wo der was nicht ihr kriegen und dass der was gesehen sein. Immer sehen, in den Städten, wo können wir den Nächsten Leben wiesen. Und wir wollen, wenn wir den verlangen wollen, haben Gott wird uns viel Gelegenheiten geben, den Nächsten zu wiesen, wo wir die können leben. Und das ist wahrhaft ihr Leben. Das ist nicht häuslicher Leben. Und dann noch eine Geschichte, was ich dachte, dann sagen, ein Beispiel wird, wo wir den Nächsten leben können, ist die Kirche in dem Neuen Testament, in der Apostelgeschichte. Da sagt das, es steht, da wir auch keiner, den dort an irgendwas fehlen wird, bills wir Land oder Häuser hat, verkauft dort und braucht dort Geld, was dafür gekriegt hat, und gibt es nicht Aposteln. Also hier wird eine Gruppe der Kirchenmenschen, die wir nie zum Glauben gekommen und sie fangen sich einer den anderen an zu leben und die haben wirklich ein Bedürfnis für den Nächsten. So wenn sie eins haben, wenn sie mehr haben, das wird empfehlen, dann verkaufen sie dort und dort Geld brauchen sie für den Nächsten zu geben. Die brauchen dort nicht Aposteln und die dann utteilen, du noch, was dort fehlen wird. Die kicken dann nur, wem dort an Wort fehlen wird, dann wird dort utgeteilt, du noch. Und dann sagt er, sie werden alle gleich in Dreck. Keiner hat mehr als der Nächste. Wenn der Meier hat es empfehlen, weil dann verkauft er dort, dann bracht er die Apostel dort und die teilen das ut. Ist das nicht wahre Leben? Das passiert gleich mal viel von der und auch nicht, aber ich glaube, das ist für die Gemeinde soll ran. Du weißt gleich den Thema, weil ich mir wählen, die dort leben in der Gemeinde. Das ist Potbies von was die Gemeinde soll tun. Aber sogar zu der Zeit wird wir nie gemeint, dass wir nicht zum Glauben gekommen, aber sogar dann auch wir noch Menschen, die wir nicht alle so sind, die den heucheln. Da wird besonders da wir ein junges Paar Lied, was in der Gemeinde wir. Sagt du in Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 1 sagt über da wir ein gewisser Mann, Hananias, mit seiner Frau Sapphira. Diese Lied, der hat gesehen, und wir aufmerksam gewesen, hat gesehen, was da passieren, dass viele Menschen, die
Steden verkaufen, in Steiger Lohn verkaufen, und geben die Aposteln dort, haben das die können uitdelen. En dat wordt dat hield zich zo, en dat wordt vielleicht aan gevallen geloten, dat zij dat onzijn kregen van de mensen. Ze zeiden, kijk wat ze gedaan hebben, dat laat koud wat ze gedaan hebben. En ze zeiden, zij hadden ook wel een onzijn hand van de mensen. En zo, nu waren ze zich einig, hij met zijn vriend hoop, en ze willen ook een Steiger Lohn verkaufen. Zeiden ze, en dan willen ze dat ook geven. Zu der Gemeinde, haben die Gemeinden halten. Aber sie und sich wären sich einig geworden, haben sie nicht früh alle beide gesagt, sie wären sich beide einig geworden. Sie wissen an der Arm, sie haben unter sich geplant, sie wollen bloß Wort von der Geld wollen sie für sich selbst behauen. Aber was da passieren wird, als sie das Geld, Petrus hat wieder einer von denen, was da in der Kirche wird, und ich glaube, er wird von den Heiligen Geist gedreven, und der Heilige Geist gibt ihm Ansicht von was hier passieren wird. Als er das Geld dann nicht daheim brachte, dann früh Petrus da, ist das Geld, was die gekriegt haben? Ich komme den Mann bis allein daheim, das ist das Geld, was die gekriegt haben für das Steiglohn, das ist alles, was die gekriegt haben dafür. Sagt er, ja, das ist alles. Schaut das alle für am Hand, das ist alles Geld, was wir gekriegt haben dafür. Dann sagt Petrus, warum hast du die Leute den Feind übergeben? Warum hat der Feind könnt den Hort übernehmen? Warum? Dann sagt er zu ihm, du hast nicht bloß Menschenfähige gelernt, aber Gott hast die Fähige gelernt. Wir leben einmal vielleicht auch, wir können Menschen anschmieren mit eins Wort. Aber weißt du was, Brüder und Schwestern? Gott, der weiß das. Und hier wisst Gott, was er kriegt, was ihre Anstellung hier wird. Ihre Anstellung wird, sie wollen was Geld von dort, was sie verkauft haben, für sich selbst holen. Dann bloß sein, legen sein, no, das ist alles Geld, was wir gekriegt haben für das Steiglohn. Und dann sagt er dann, als Petrus das nicht gesagt hat, fall er dort an für ihn. Gott bestraft ihn durch, nimmt sein Leben von ihm. Dann kommt eine große Furcht über die Gemeinde. Das ist das sagen, viele Menschen, die sagen dort und die kriegen das zu hören, und da kommt eine große Furcht über die Gemeinde. Die waren nicht an, wo ernst wird, wie der Wahrheit zu bleiben. Und er sagt zu ihm, ja, du das verkauft hast, das steht, dass für dich steht, und als du das verkaufen willst, du hast die ganze volle fertig mit dort zu tun, was du willst. Das wir dient, zu tun mit dort, was du willst. Was du auch wird, dass er sei sehen, sie wollen legen. Er sagt, ihr habt nicht einig worden sein, dass wir vielleicht was von der Dreh holen, und bloß das ewig war gegeben. Uns fehlt was von das. Aber das ist nicht, was ihre Anstellung hier wird. Sie sehen, dass sie wollen sein, das haben sie alle Hand gegeben. In Kapitel 4, Vers 4 sagt, wie das nicht dient, euer du das verkaufst, und als du das verkauft hast, kannst du nicht mit das Geld daunen, was du willst. Dann sagt er, wo kommt das? Dass in die Horten ankommt, das zu daunen. Du hast Menschenfähige lernen, nicht Gott. Und er fällt dort an. Und dann 3 Stunden später kam der früh auch daheim. Und sagte, ich krieg so. Dann war er auch gefragt. Er sagte, die Frau gefragt. Und ja, sie sagte auch, ja, das ist alles, was wir gekriegt haben dafür. Und dann sagt Petrus, der krieg so. Und sie fällt auch dort an. Hier wird ein junge Lied. Fällt dort an. Und Gott weiß dort, was er findet holen, wenn die Menschen in so einem Leben leiden. Das ist eine Heuchlerie. Sagen, einer zu leben, was sie tun, in der Wirklichkeit ganz andere Einstellungen haben. Sie haben Menschenfehler, nicht Menschenfehler, bloß über Gott. Das ist das Wichtigste. Und das ist nicht wahre Leben. Das ist falsche Leben. Das ist heuchlerische Leben. Und Paulus sagt Timotheus in 1. Timotheus 1, Vers 4, er sagt, wo ich nur utzie als das, dass die Christen sich uit ein reines Hort und mit ein gutes Gewissen in einen starken Glauben mochten leben. Das, was ihnen verlangen will, dass sie würden sich aufrichtig leben. Dort sein, was sie meinen tun, und meinen, was sie sein tun. Und einmal das passiert sogar vielleicht mit Spusen. Ich habe letztens eine besondere Erfahrung gemerkt mit mir selbst.
unsere Tochter, die hat jetzt das Dollarhaus, was wir auf Deutsch sagen, für eine Zeit lang, und sie muss Haus bleiben. Und wie wir in die Bible study, und sie wird eingeladen zu einer von diesen kleinen Jahren ihr Geburtstag. Und da wird schon, dass Julie nicht kommen kann, sie muss Haus bleiben, sie wird krank, sie muss hosten, so wir probieren auch weich zu holen, dass die anderen nicht hoch wollen, das Dollarhaus kriegen. Und so wird im Jahr das erst verdorben, er geht es schlecht, dass Julie nicht konnte mehr Geburtstag kommen. Dann sagt ich gerade so bloß verspust, sagt ich, na, dann war ich kommen für den Geburtstag, wo ich Julie arrestiert nehme. Und alle Ramons, die wissen ja alle, ich spuste bloß, und ich meine, ich habe ihren so, ich spuste bloß. Aber weißt du, was so gut hängen, dann nehmen wir jetzt mal ihrens. Nächsten Tag, dann schickt Billy Radicap wieder, schickt mir Nachrichten und sagt, da wird die ersten sein, dass zu meiner Tochter, sie hat das ihrens genommen und sie verlässt sich darauf, dass die wirst ihr Geburtstag kommen. Nee, was nee. Ich habe was gesagt, und sie nimmt das so an, ich habe das gemeint. So wichtig ist, dass wir abpassen, was wir sagen tun. So gut die Kinder. Einmal sage ich gleich ehrlich denken, so, oh, das sind bloß Kinder, die. Ich will nicht sagen, aber ich drücke es wirklich so meinen. Aber nun weiß ich, das habe ich gesagt, und ich bitte das. So, ich kaufe den Kindern Geschenke, für die Hahn, wünscht ein Happy Birthday. Ich habe das Geschenke, sie geben ein bisschen von der Cake mit den Hüsten. Wie die Geburtstag gefallen. Und das ist wichtig, und das meint viel zu auch. Und du denkst, ich glaube, das wird da abrechtig erst von wie, mein, was wir sein tun. Nicht bloß einer zu sein, in einer Wirklichkeit meinen, wie was anderes und tun was anderes. Mir wird das ernst geprüft. Ich habe was anderes zu tun gehabt für den Tag. Ich habe was anderes Business zu tun, aber ich dachte, das wird alle Tage, ich fuhr zu ihr Geburtstag. Ich bleibte nicht so lange, aber ich bleibte ein bisschen klein stolz, und ich dachte, ich muss tun, was ich gesagt habe, ich habe versprochen. Das war das meinte. Nicht Heuchlerie drieben. Und ich glaube, das ist aber vielleicht alle schuldig an. Ich würde echt sagen, oftmals, wenn dann denken, dass es so leicht, dass wir kein heuchlerische Leib wiesen. Und dann der zweite Part, wo ich will ein bisschen von reden, ist auch von der Safari, wo es redet von, habt den Aufscheu für dort, was schlecht ist. Ein Aufscheu haben für was schlecht ist. Wenn er hier bis heute über die Farge ein bisschen gehen, das hat sich mit der Diskussion sehr viel besser zu verstehen. Aber auf Englisch sagt das abhor, that which is evil. Da haben wir eine viel tiefere Meinung, wirklich, was wir uns wohl nehmen tun. Dort, was der Schlag ist, was der nicht gut ist, dort soll wir nicht leiden können. Abhor, das meint so zu sein, wir sollen eine Angst haben, vorbei zu tun. Wirklich ans Ängsten, gut zu tun, schlechter zu tun, sorry. Wils schlechter tun, das kommt von den Feind. Dort ist den Feind, in den sie verlangen, ans gegen Gott zu drehen. Deswegen soll wir bitte kommen, dass wir dabei sind, was in der Sinn ist, wirklich hassen tun. Dass uns das ein Ekel ist, ein jeden on ist. Solange wir noch ein Verlangen haben, nur dann kann ich euch sagen, ich hate das Sinn. Dann leiden wir das noch einmal, dann dürfen wir teilnehmen daran. Aber er sagt, wir sollen dort Schlag leichen. Das ist ein Ding, was gegen Gott ist. Psalm 97, Vers 10 sagt, der je den Herrn leiven, stalt und jeden dort bei sie. Du jeden dort stallen. Er sagt, der Herr bewahrt seine Helge ihre Säulen. Heirat an ut den Beisen seine Hängen. Weil wenn wir uns Loten von den Beisen in seine Hängen nehmen, dann haft er uns in seine Hängen. Und dann tun wir, was er will haben, was sein Verlangen ist, beide Dinge zu tun. Das, was sein Verlangen ist. Aber wenn wir den Herrn hier, dann sagt der Herr, rat uns, mit den beiden seine Hängen. Und wir haben, und das ist eine Gemeinde, wo die Gemeinde soll sein, und das ist die Gläubige Christen. So, und wie Jesus Christus haben, sein Verlangen ist, uns zu raten, mit den beiden seine Hängen. In Sprecher 8, Vers 13 sagt, den Herrn fürchten meint das Beise hassen. Das, was ist, den Herrn zu fürchten. Das Beise zu hassen. In 1. Thessalonicher 4, Vers 12, Vers 22, da sagt Paulus es dit, blieb von all dort weg, dort, was Beise an sich haft. King James sagt, all das Beise, was sich so loten, das kann schlecht sein.
Wenn das sogar bloß Salat, das könnte vielleicht nicht gut sein, dann soll wir weich bleiben von dort. Nicht dann für nicht ja gut sein, als du eins das Gute jetzt rübernehmen. Das sage ich so viel, wenn das Salat das schleicht, dann soll wir da weich von bleiben. Wenn wir nicht näher weiten, bleibt da weich von. Alles, was sich Salat das beisitzt, dann bleibt weich von dort. Wir als Menschen, als Fleisch, das will einmal für nicht ja dann gut sein, was das wirklich ist. Aber wenn es zu spät, dann lässt so, die Heilige Geist, der wird uns all sein, ob das nicht vor der Band ist oder nicht. Dann weich bleiben davon. Fleischlich, sagen wir uns mal sagen, als Fleisch, der verlangt alle Dinge, was nicht gut ist. Das ist der Fleisch. Aber der Geist in uns sagt anders. Und der Schrift sagt, das Fleisch und der Geist, die sind sich immer jeden an. Der Geist will dort, was das Fleisch nicht will, und das Fleisch will dort, was der Geist nicht will. Aber Galater 4, Vers 16 sagt, ich sage Ihnen so, wandelt im Geist, dann wollt ihr dort nicht tun, wo nur das Fleisch gelasten wird. So, wenn wir den Geist uns regieren, dann wollen wir nicht dort tun, wo das Fleisch nur jankern wird. Also das Fleisch und der Geist, das sind sich immer jeden ewer. Und solange wir hier noch auf Erden sind, dann lebe ich in das Fleisch. Fleischlich habe ich bei sich Gedanken im Leben, dass Gott das nicht gefallen wird. Und dann sagt er, der Worten sind von dem Fleisch. Galater 4, Vers 19. Das sind eine Reihe von Dingen, die abgeschrieben sind, was Paulus hier abgeschrieben hat, was die Worten sind von Fleisch. Er sagt, du hast Ehebruch, Hürerie, Unreinheit, anbandet Leben, Aufjätterie, Zauberie, Feindschaft, Streit, Habsucht, Wut, nur sich seinen, Zank, Spollerie. Wir hören von der und auch so viel in den Gemeinden, in verschiedenen Gemeinden, wo so viel Spollerien ist, because Uneinigkeit in der Gemeinde. Und da redet er hier auch von. Und dann Aufgangs, in Mord, in Süpen, in Freten. Und dann habt ihr eine lange Liste und sagt, dass ihr zuletzt noch in so was mehr. Das geht nicht hier ab mit das. Dann sagt ihr noch in so was mehr noch. So, das sind viele Dinge, eine, wo jeder einzelne jetzt Wort, wo ich kann immer gehen und davon lang reden. Aber ich würde enthouden, dass es selbst nur zu sein, immer zu lesen, sein Worte serviert wirklich sein, als wie schuldig sein und ein von diesen, was hier abgeschrieben sind. Und ich glaube, wir wollen uns auf eine Stelle, auf eine andere Stelle finden, wo wir schuldig sind. Und er sagt, ich habe das all gesagt, aber sage das noch einmal. Die so was tun, worden in Gott sein Recht nicht näher kommen. Sonst sei er wichtig wird, nicht so? Wirklich, sei er wichtig wird, was wir sollen nur achten. Und ich glaube, das meint hier nicht, wenn wir ein paar Mal, wann immer wir wollen in uns Leben durchgehen, wenn wir wollen in ein von diesen Dingen nachfallen, dass wir dann nur unsere Seligkeit verlieren. Das ist nicht, was das hier von geschrieben hat. Ich glaube, das, was hier meint, ist, wenn wir freiwillig in so ein Leben aus dem Leben tun. Das, wenn wir in der Gefahr sind. Wenn wir uns wählen, so ein Leben zu führen, dann sind wir wirklich in der Gefahr. Dann sagt Gott, so wollen wir nicht in Gott sein Recht näher kommen. Und das sind Entscheidungen, die wir uns merken, dass wir wollen haben, dass wir bewusst sind von so einer Dinge, als dass wir nicht näher fallen. Die kann ich David sehen in Psalm 101, Vers 3. Ich stelle mir nicht beiset für meine Augen. Ich stelle mir nicht beiset für seine Augen. Und wie weit David, der hat auch eine Erfahrung, hat gemerkt, wo er gegen Gott geht, einmal eine Zeit, und was der Folgen davon wären, und das wird nicht eine gute Erfahrung, was er gemerkt hat. Und andere das sehr leid, und er hat sich gewählt, sagt er, er stellt sich nicht mehr für seine Augen, nicht schlechtet, nicht beiset. Dann wisst er, da würde er nicht in der Gefahr sein. Und dort ist ein Aufschub haben für das Schlechte. So, ich weiß nicht, wo jeder einer hier ist in diese Sachen. Aber ich glaube, wir als Gemeinde, wir sollen wirklich alle abpassen, dass wir von so einer Dinge weich bleiben und dass wir uns wählen und die Entscheidung hätten wir an der Bibel. Der Heilige Geist soll uns leiten und führen,
dass wir können beschützt und bewahrt werden von diesen beiden Dingen, was der Feind will haben, was wir sollen tun. Und wenn wir, ich glaube, mit dem Punkt kommen, dass wir wirklich ein Haus haben, verschleitet tun, dass uns das ein Gerät ist, kriegst du Gott das ein Gerät ist. Wenn wir das nur kicken, dann so als Gott nur kicken, das was der Schlag ist und was der Sinn ist, das ist wirklich ein Sinn. Wir einmal, wir Menschen, wir sind so, sagen, oh, das muss so ein kleiner, das ist wirklich so Schlag. Wo Schlag kann das sein? Aber wenn Gott sagt, das ist ein Sinn, dann ist das ein Sinn. Als wir das nicht kleine Sinn teilen, was nicht jährlich ist, oder eine große Sinn. Sinn ist begotten ein Sinn und dort hat nicht Ruhm im Himmel. Wenn Gott sagt, das ist artig, dann soll wir das auch nehmen als artig und uns dafür schätzen. In das letzte Part, Nummer 3, sagt dort, houd vast wat goed is. Houd vast wat goed is. Waarom sagt das vasthouden wat goed is? Ich glaube, wir sind sogar in der Gefahr, dass wir dort, was gut ist, losloten tun. Ich lege ehrlich mit dort. Aber das sagt, wir sollen vasthouden und dort. Das anpacken und vasthouden. Und ich glaube, woran wir oftmals nicht kennen, das festhalten, als wir loten ans Fleisch nach Hammer regieren. Dann haben wir das nicht fast, dann haben wir das unsere Hände, haben wir das auf und loten das leicht los und nehmen an, was dabei ist. Und dann haben wir nicht Sieg in uns Leben. Ich habe nicht wirklich ein siegreiches Leben führen. So ist Galater 4, Vers 17 sagt, das sagt der Jesus. Dat zegt de Jezus in dat Fleisch sind sich immer gegenüber. Da haben wir immer ein Krieg mit in uns. Und wir lesen hier eine Reihe von Dingen, was der Schlag wird, was von dem Fleisch wird, Frucht von dem Fleisch, und dann redet hier von, was die Frucht ist von den Heiligen Jesus. Galater 4, Vers 22 heißt es dort, dann den Jesus seine Frucht als das. Das erste sagt Leben. Nummer 1, ich glaube, wir sollen aufmerksam sein, auch, dass das einmal redet von das erste von der Frucht von den Heiligen Jesus als Leib. Der Leib. Leib, Friede, Geduld, Freundlichkeit, gut gesonnen sein, Glauben, Gelindigkeit und Selbstbeherrschung. Also diese Dinge, dann kriegt das jeden, was das Fleisch noch heran ist. Dann sagt das jeden, so eine ist das gesagt nicht. Hier ist nichts anderes mit diesen Dingen. Das ist, was wir sollen tun. Wir sollen den Heiligen Jesus loten, diese Frucht bringen in uns. Das ist, was den Jesus in der Frucht ist. Das kriegt das jeden, was das Fleisch heran ist. Und was David hier sagt im Psalm 16, Vers 8, sagt, ich habe dem Herrn einmal vertraut, weil er mich zur rechten Hand steht, wo ich sicher stehe. Und ich glaube, wenn wir auch wollen, so sagen, dass wir uns den Herrn veranstellen, dann wo wir sicher stehen bleiben können. Da wo wir können festhalten, da was gut ist. Abhassen, nur dort, was der Schleich ist, und anholen, was gut ist. 1. Thessaloniker 4, Vers 21 sagt, und ihr sägt alles, und was gut ist, halt fast. Weil der eins, was an uns kommt, dann ist unser Segen. Zeit nimmt, kann unser Segen sein, als es gut ist. Und wenn es ist, dann festhalten und dort, wo es gut ist. Mir wird es sehen, dass ich das übergehen will, in wirklich abfallen und über zu denken, in was von der Gefahr wir kann werden sein, wenn wir nicht wirklich bei sich schlecht leiden tun. Und wenn wir nicht das bei sich schlecht leiden können, dann gerät wir lernen, wo wir hecheln tun. Ein hechlerischer Leben haben einer für den anderen. Und die Wichtigkeit, wo wir anhalten sollen, da wo der gut ist. So mein Verlangen Gebet wird sein, dass wir dünner streben wollen, dass wir Segen ans untereinander zu leben, mit wahrhaftem Leben, und dort zu beweisen mit unseren Worten. Wirklich zu beweisen in uns Leben. Weg zu finden, wo wir den anderen können Mut sprechen, wenn wir sagen, du hast wer, was durch die Tiden gehen wird, den Phone vielleicht durch den Weg, oder eins, was den Text schreibt. Wir haben das so handig von der und nach, wir brauchen
Ich muss das von abheben. Wir können bloß davon nochmal segnen an den Text schreiben sein. Ich denke an die. Ich bete für die. Ich weiß, was die durchgehen lassen. Ich will proben, die angedacht zu sein im Gebet. Bis der Motor sprechen. Und so habe ich verschiedene Wege gefunden, proben den anderen Motor zu sprechen. Das ist wahre Leib. So, mein Verlangen und Wunsch wird sein, dass wir so eifen würden, das zu tun. Und dann bei dem Punkt kommen, dass wir wirklich, that we would hate sin. Hate it with a passion. Hate it like Christ hates it, like God hates it, because Gott, der kann es so schlecht leiden. Er hat sogar sehen, dass er muss betonen für den Sinn, was wir haben begonnen, der Schuld, was wir uns angegangen haben. Wir können nicht betonen, dass er uns so aufnehmen wird. Er kann das nicht stehen, dass wir in der Sinn leben werden. Er nimmt uns der Weg und lädt ab sehen, Jesus Christus, dass das Wort nicht richtig genäht, dass das kann betont werden. So wie es sein. Und ich glaube, wenn wir bitte kommen, dass wir dort wirklich vor einen Schlag leiden können, dann war wir sicher an der Eber. Leichter bei uns. Und dann war wir unheil, was der Gott ist. Dort Gott unser Segen, dort wird wir fair, also ihr und Hand, dort unser Segen sein, dass dort Gott ist, und wenn das erst an das festhalten, und man nicht an der Wahrheit von dort. Und sagt dort, zum Schluss will ich noch eine Frage lesen, Römer 8, 37, sagt, über in all dit hab wir die Eberhand, am den sie helfen, der uns leibhaft. Deswegen, wenn es den sie helfen, hab wir die Macht. Weil wir uns ab den verloren, ab Jesus Christus, in seine Macht, in seine Kraft, dass wir kein siegreiches Leben haben. Das wird mein Wunsch in die Gebet wird sein, weil wir noch zum Schluss beten. Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, Herr, für deine große Liebe. Gott, und wir danken dir, dass du uns so viel erinnern lässt, wo wir als Gemeindeglieder leben sollen und was du holen lässt von der Heuchlerie, von einem heuchlerischen Leben, sodass wir so viel schuldig uns sind. Help uns, Gott, wenn wir in der Freunde fallen, dass du uns klar wiesen würden, dass wir uns dann würden der Entscheidung merken, nicht durch zu gehen, nicht in so ein Leben, dass wir nicht würden uns proben, wird sein, zu meinen, für andere Menschen bloß sind, wie soll es in uns auch voll deutlich knacken sein. Help uns, beschütze uns davon, Herr, und help uns, Herr, wenn wir von der Ehe beiset für unsere Ehe ist, dass wir das auch würden, sie können ansehen, als du das ansehen, dass dort beiset ist und das kämpft von den Feind, und das ist ganz gehen, die dass wir das würden anfangen zu hassen, und uns das würde ekel sein, das beiset, Herr, was immer das muss sein, was das für den Feind ist. Bist du uns das klar, Gott, und leid dir für die uns, und dass wir würden anholen, und dort, was der Gott ist, Das sind alle gute Dinge, sagst du in den Wort, die kommen von dir. Und wir danken dir dafür. Wir haben so viele gute Dinge, wo wir können leben und wo wir können teilnehmen an. Und es steht all das bei, was der Feind unter beiden hat. Help uns, Gott, dort zu sein, was der Gott ist und was der Wahr ist und was der von dir ist. Und dass wir anholen würden an dort, was der Gott ist, dass wir können ein siegreiches Leben hier und dass wir können mutig sein und dass wir können eine Unterstützung sein für unsere Brüder und Schwestern. Das kann sein, dass wir sind wahrhaftige Christen, dass du bist in uns, dass wir nicht würden kann sein, der Mensch, das ist ein Heuchler, das ist einzige Menschen dafür an sein, dass nicht dort würden kann sein von uns. Herr, ich danke dir noch einmal für diese Erinnerung, dass wir eine Schrift haben, wo wir können gehen und wir uns können verloren. Ich bitte, dass du dir in uns Hort anschließen und dass wir dir würden anholen. In deine Macht, durch deine Kraft. In deinem Namen beten wir mit Danksagung. Amen.